Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pilzig. Jo, jetzt sind wir hier wieder gelandet. Ich habe hier eine Pause gemacht. Naja, Aufnahmetag ist heute. Und jetzt erkunden wir mal die Straße nach Shambhala. Der Flinny Boy, der kann ja noch einigermaßen mit uns mithalten. Das ist ja auch so ein Parkour-Typ. Und hier haben wir wieder ein Schätzel. Schatzsucher-Lehrling. Und es gibt eine Grott. Krötenrauchfass. Ich liebe jo Grotter, das sind so tolle Tiere. Also Kröte bzw. eine Palsgrotte sind wunderbare Tiere, obwohl die jetzt hier nur Bärhotsch, ja, warum auch nicht. Aber ist auch schwer gemacht, können genauso gut auch als Krokodil durchgehen. Aber ich mag auch Grotter, so ein Ding, den ich mir doch sofort achter Helm hinstelle als Räuchergefäß, beziehungsweise als Aschebecher mit Stil. Okay, ich denke mal, da geht's weiter. Ich hätte auch gerne Waffe. Den ich mal da nicht geben, oder wie sieht's aus? Nee, anscheinend nicht. Da oben stehen dann der Lazarewitsch und sein Spießgeseller. Aber... Lauf mir nicht weg. Ja, wir laufen bestimmt nicht weg. Der hat ja die Geiseln. Ich lass dich nur vor. Ja. Der hat ja die Geiseln, der Lazarewitsch. Das heißt, wir hauen mal sicher nicht ab. Hua. Ich mag das, dass der Flynn die Stimme vom Joel hat. So schließt sich der Naughty Dog-Kreis dann wieder. Finde ich persönlich ganz großartig. Moment. Warte. Papa hat eine Knarre. Ewitsch dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Naja, wer keinen Schwanz hat, der braucht halt eine Knarre, ne? Also hoch mit dir, Flynn. Aber ich mag die Stimme vom Joel, die Deutsch. Hey! Hoppala. Sorry. Ist das vielleicht den Weg? Schön, dass du Spaß hast. Es tät mich interessieren, ob der auch im englischen Original von dem gesprochen wird, der Joel spielt. Nein, warte! Weil ich mag die Stimme echt. Ach, im... Nein! Einmal zu viel auf X gedrückt und dann muss der Typ abgehen wie ein rosa Zäpfchen. Das gibt's doch gar nicht. Dann machen wir die Scheiße halt noch einmal. Alles klar. Na gut. Und zack. Und rumwaschler. Warte, bis der Knetkopf herkommt. So. Ja, es wird mich interessieren, ob der Kerl auch im Englischen die Stimme vom Joel hat. Oder ob das nur im Deutschen so ist. Weil ich mag die eigentlich. Die klingt so leicht rauchig. Die klingt so noch Gauner-Typ. Noch abgebrühtem Typ. Das gefällt mir schon ganz gut, die Stimme. So. Oh, Vorsicht. Das ist nicht... Was? Zack. Hey. Ist das vielleicht den Weg? Schön, dass du Spaß hast. Okay. Na toll. Jetzt noch einmal, ohne wie ein Das ist Kumpel. Depp rumzuspringen. Nicht? Ja. Zack. Siehst du? Vertrau mir doch einfach. Na bitte. Nein. Na los. Du zuerst. Und dem soll ich dann trauen, der mal wieder in der Arsch tritt? Also, hätte ich doch nur eine Waffe. Aber wie geil das hinach aussieht mit einer Statue, die hier den Weg säumen. So eine Kolossallee, das ist... Geht's noch? Ich wollte nur hochklettern. Och, Mann. Also die Musik finde ich schon etwas ätzend, um ehrlich zu sein. Diese Sterbemusik. Hopp, jetzt mal richtig? Na also. Warum er das nicht beim ersten Mal hingekriegt hat? Oh Mann, ich bin der mieseste Kletterer und einer von den miesesten Schütze ever. Du führst mich in eine Sackgasse. Halt die Gosch. Ich glaube, deine Wampe passt da nicht durch. Ach Gott. Okay, passt er durch mit seinem Ranzer. Ja, passt durch. So fett ist er jetzt auch nicht. Und hier können wir runterstumper. Da bräuchten wir aber den Flynn dazu. Und jetzt die Waffe rausziehen von ihm. Wie in alten Zeiten, was? Ich hätte lieber versucht, die Waffe abzunehmen in dem Moment. Ach, egal. Okay. So, da unten ist nach wie vor Scheißendreck. Da verrecken wir. Vielleicht können wir da uns da entlang hangeln. Wobei, da, wenn Wasser halt dabei ist, wird es sehr glitschig. Da wird das recht schwierig. So. Aber das löst er souverän. Da hinbekommen. Na und, wir müssen nach ganz oben.
Fast wie Stonehenge, was? Nein, hilf mir schieben. Fast wie Stonehenge. Leck mich doch am Keppel. So. Huch. Nein! Geht's noch? Ich drück Kreis. Was macht er? Er schmeißt sich an die Klippe dran. Und ich mache nochmal Kreis, weil ich schnell Kreis drücken soll. Dann lässt er sich fallen. Ah, geht's noch? Was ein Scheißdreck. Dann dazu der andere Dummschwätzer. Fast wie Stonehenge. Ja, genau. Ah, Mann, sind das alles Hohlcap. Nein, nicht noch einmal, du Blödi. So. Jetzt aber. Mann, also die Steuerung ist manchmal echt mies, richtig mies. Okay, so. Na los, Mädchen. Auf geht's. Ach, halt die Gorsch mit deiner Sprüch. Was ist mit meiner Mutter? Ja, hinten sehe ich schon, wenn er rechts gucken. Sehen das hinter da auch sehen das im Hintergrund. Ach, Blitze jetzt. Da war, da ist noch ein Schatz für uns. Kommen wir da hoch, oder? Steht mich ja interessiert, ob bei dieser Kalima-Statue hier was ist, aber nee, ich glaube nicht. Erinnert schon so ein bisschen an Indiana Jones in der Tempel des Todes. Und zerrt ein Kadaver hoch. So, da drüben den ich eigentlich noch ganz gern hier. Direkt gegenüber von mir ist ein Schatz, der blinkt. Gucke, wie ich dort komme. Sieh mal, dein Ego in Lebensgröße. Ich hätte am liebsten jetzt die Kante runtergetreten, den Dummkopf. Okay. Da kann ich entlang. Das ist schon richtig geil gemacht hier mit einer Kolossalstatue. Boah. Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir, hilf mir. Meine Hilfe kannst du vergessen. Pff. Sind das Knödelkopf? Hilf mir, nee, mein Schatz. Was du kannst, kann ich auch. Ja, anscheinend hat der aber ein bisschen öfter Pech beim Denken, der Flynn. Sonst hätte er die Rätsel ohne mich lösen können. Oh, Shay. Was ist denn das? 8 Zeichenanhänger. Mhm. Sehr schön gemacht. Jenny Silberkunst, ach wenn das noch nicht so schwarz angelaufen ist, wie ich das bei so altem Silber eigentlich erwartet hätte. Okay, weiter geht's. Bitte stürz nicht runter, Nate. Okay. So. Okay, machen wir sie auf. Sagt man noch? Da ist noch eine Tür. Dalem. Okay. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wir machen Wurstsuppe im Kessel, du dummer Hund. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Natürlich kennst du die. Ach Gott, okay. Was schlägt da auf? Okay. Wahrscheinlich nur, weil ich es zuletzt aufgeschlagen habe. Ich nehme aber mal an, dass es wirklich um sowas hier geht. Om Mani Padme Hun und ja, Chintamani Stein bei dem anderen und bei dem Om Mani Padme Hun der endlose Knoten. Okay. Das ist der Chintamani Stein und da sind die Symbole. Okay. Ja, Krischer. Noch so ein Krischer. Der endlose Knoten. Okay, da muss ich die Dinger umsortieren. Dach mit Strich in der Mitte. Das stimmt soweit, glaube ich. Ja. Dann okay, so mit Boller. Komme ich da hoch und kann die drehen? So ein kleines Buch. So große Zylinder. Das steht in keiner Relation, du Quatschkopf. Okay, so, da aber den linken haben wir richtig, soweit ich das gesehen habe, ja. Dann brauchen wir jetzt den mit dem Knubbel. Nee. Alter, hat er zu jedem Scheiß irgendeinen dummen Kommentar parat, der Blödmann. Ich muss mich konzentrieren. So, das brauchen wir, glaube ich, oder? Ist es der da mit dem Knubbel? Gerade nochmal gucken. Das ist der Knubbel. Ja, das stimmt, glaube ich, soweit. Und jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Da brauche ich die Welle over. Welle over und Sichel. Ja, Schon, Mann, wir haben nicht ewig Zeit. das stimmt. Doch Lazarewitsch nicht verärgern, oder? Ach, halt doch die... Gefallen, Flynn. Schieß
mir die Ohren ab, bitte. Echt, Mol? Halt die Gosch, du saudummer Hund. Zu jedem Scheiß hat er irgendwas zu kommentieren. Jetzt muss er's rauslassen, was der Lazarewitsch in die ganze Zeit hat spüren lassen, glaube ich. Okay, bei dem brauche ich der abgeknickte Knubbel. Abgeknickter Knubbel, das stimmt. Beim zweiten brauche ich der Wasserhahn. So, wo ist der Wasserhahn? Das ist der Wasserhahn, na alla, den Hämmer. Und für den brauche ich das Dach und ohne den Drache. Okay. Ich weiß mal, Bezeichnungen sind recht amüsant für euch wahrscheinlich. Aber mir fallen keine bessere Vergleiche ein. Ich muss ja auch irgendwie Eselsbrück machen, damit ich das nochmal gebacken krieg. Der Drache ohne, das müsste sein, ja. Was kommt denn da aus dem Boden? Wurstsuppe, du blöder Hund. Komm, mach dich mal nützlich. Wenn er sonst nichts kann, ne? Das kann er hoffentlich. So. Malen wir hier Getreide? Was soll das? Wenn die Mechanismen aus dem Boden wachsen, wenn man Zeichen schiebe, wird's nicht verumme sein, du Dappschädel. Wasser! So. Oh, Mist! Ah, unser Yeti-Freunde. Diskutier nicht! Okay, hier. Danke! Danke. Na also, jetzt kommen unsere Yeti-Freunde wieder. Der Reinhold und seine Freunde sind wieder da. Also. Jetzt sage ich, lass mal die Gunst der Stunde dann ach. Wenn die den Flynn angreifen, lass ich dann auch mal attackiert werden. So. Uppala. Uah. Du Mistvieh. Uah. Scheiße. Drink. Ach, scheiße. Da pinst er mal wenigstens noch noch. Drink. Also diese Sterbemusik ist echt furchtbar. Nein! Dreieck. Viereck. Hodentritt. Ich muss noch laden. Also die Scheißviecher halten echt ordentlich was aus, muss ich sagen. Und wieder. Dreieck, Viereck. Hodentritt. Hodenschuss. Verdammt. Ich sollte nicht so viel rumquatschen, glaube ich. Oh, scheiß doch ins Kanonenrohr. Ist das ein krasser Scheiß, oder? Ja, Mann. Du Rotzetier. Okay, das war's jetzt. Ach, nee, okay, das überlebe ich noch die Runde. Na gut. Nahkampf mit dem Yeti hat bestimmt auch nicht jeder überlebt bisher. Das sind jetzt die größeren Geschützer. Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Ach. Was? Wächter, um Eindringlinge abzuschrecken. Na? Das funktioniert ja super! Lazarewitsch, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Okay, da wird das Geheimnis der Yetis auch geklärt. Dass das irgendwelche komische, besessene Wächter sind.
Hätte es jetzt schöner gefunden, wenn es wirklich Yetis gewesen wären, aber was soll's. Wow. Oh, geil. Gut. Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, ey, Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Oh. Die nackische Yetis kommen. Super Sache. Oh. Wir können natürlich wieder die Gunst der Stunde nutzen und können abhauen. Und jetzt kommen die nackische Yetis. Yetis, nicht Jedis. Zerbrochenes Paradies. Hey, Hen Uff, ihr Knetköp. Ach so, du seid ihr. Ich muss nur rennen, ne? Du hätte ich auch mal drauf kommen können. Uiuiuiui. Aber wo lang? Ach, wüsste ich's doch nur. Hier lang? Hui. Du hast aber eine besonders schöne Stimme. Halt die Gosch. Wo hier dann? Verdammt nochmal. Ja, irgendwie. Renn, bevor der Bube Nickerschul kommt. Mit seinem... Wow. Ach Gott, Affemann. Übertreib's doch. Ah. So. Ach du Scheiße, was machen wir dann nur wieder von Quatsch? Uah. Und den Handlanger fetzen wir wieder mit uns. Ach du Scheiße. Uns geht's alle drei blendend und der hat sich wahrscheinlich das Genick gebrochen, der mit uns gefahren ist. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Okay. Konnte ich tagelang nicht schlafen. Das war so logisch, weißt? Wir knallen irgendwo gegen die Wand und denne drei geht's blendend. Die haben maximal haben sie schlecht Gewisser. Und der hier, der Knabe, den bricht's natürlich das Genick und den spießt's auch noch auf. Das ist ungeheuerlich. Ach, die haben mehr Glück als Verstand hier, die Leid. Okay. Aber jetzt sind wir in Shambhala gelandet. Und offensichtlich wird es von irgendwelche hässliche Wächter bewohnt, die draußen als Yetis unterwegs sind. Und die hier in Shambhala allerdings nackig ohne Yeti-Gewand durch die Gegend rumrennen und auch ziemlich animalisch und grobschlächtig zu sein scheinen. Okay. Jetzt auch ein bisschen machen wir halt auch noch weiter, oder? Da wollen wir jetzt bestimmt keinen Cut sehen. Rotziges AK ist noch drin für mich. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Chintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt,
Er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt ist das egal. Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein. Diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt. Aber gut, retten wir eben die Welt. Ja, diesmal läuft's nämlich anders, weil wir haben Nathan Drake und wir haben zwei attraktive Frauen, die dabei sind. Deswegen klappt das und das alles hier, das war nur ein namenloser Handlanger. Die wussten nicht mal, wie sie heißen, denn sie hatten keinen Namen. Ach ja, scheiß drauf. Okay, was haben wir dann? Wahrscheinlich die Pistole, die 92 FS und irgendeine MG, was ich bisher noch nicht gekannt habe. Ja, wahrscheinlich waren das auch Nazis, könnte ich drauf wetten. Einfach nur für die Theatralik waren es wahrscheinlich Nazis. Okay, da ist nichts. Na gut. Dann hätte ich aber Sache noch der großartige Cutscene hier. Machen wir auch die Kurzversion und zwar einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig, wo wir uns in Shambhala weiter umgucken und die Welt retten. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.